Wir seit einem guten Jahr an der Gemeinde Verein den heißt Uphill Challenge an die organisieren lo für zweit ein Velokurs auf einem Circuit von 1 Kilometer, den aber an sich schört, weil er geht den höchsten der Berg ab, da das relativ geht. Und dafür sind wir auch froh, dass so Junge wie der Frank Schleckhaut bei uns kommen, die werden uns weisen, wie ein da so richtige Bier wird, Frank. Ja, das ist richtig, weil wir kennen den Höchstädter Bier. Wir sind oft der letzte Woche abgefahren, bei Championate sind wir abgefahren. Das ist ja eine Gemeinde, die eine große Velosgeschichte hat. Genau. Und hier wird Velo kommuniziert, Velo geschwärzt. Und das ist für guten Zweck, da sind ich natürlich ganz gerne dabei, auch für mit Mengen Jungen, mit meiner Equipe. Vom Gran Fondo, die wir gefahren sind, haben wir auch hier eine Equipe, das ist ein Flot-Event, wo wir den Velo vertreten. Und dann lassen ich mir nicht holen, für nicht dabei zu sein. Letztes Jahr hatte ich nicht viel Zeit, das erste Jahr, wo ich dann nicht zu Paris bin. Ja. Und da profitieren ich davon. Das ist ganz lieb, dass du da bist. Wir sagen dir vielmals merci. Wir fuhren den Uphill für den Chiemkirchen für einen guten Zweck. Und wir haben im Moment 120 Leute, die schon angemeldet sind, und das ist aber noch nicht fertig, sodass wir rechnen, bis auf 150 Leute nachzukommen. Mein Name ist Moritz Anton, ich fahre ein Mod. Ich möchte mir immens viel Spaß beim Velo zu fahren, aber für einen guten Zweck aus. Ich möchte nachher mal mehr Spaß. Gut, bestimmt ein Flotkurs, schwerer Parcours, aber ich freue mich, an der Veloskollegen für einen guten Zweck zusammen zu arbeiten. Ich fahre hier beim Uphill Challenge mit meiner Equipe aus Höchstadt. Wir haben hier ein Top-Team am Start. Wir probieren 4 bis 5 Tiere zu packen. Das ist ziemlich sauer, aber das ist ja für eine gute Sache. Das ist ein Alessia Lübs. Wir probieren als Best, wir haben einen guten super Sponsor, den als Pro Tour so viel Götter. Wir probieren so viel wie möglich zu packen für den guten Zweck. Ja, wir sind die Band, sind von Kleveners Gekirchelsche. Wir sind hier für das hier zu grillen und Fritten zu machen. Außerdem haben wir eine Equipe, die wir sponsern, die können irgendwann bis sie kommen. Die kriegt dann, wenn sie ein paar Tage vor uns 2.500 €, machen wir Scheck und Abhilfe, für dass wir etwas für guten Zweck können machen. Und wir sind immens froh, wir können heute sehen, dass wir so etwas Flottes können unterstützen. Wir sind hier vom Club 50 Plus. Wir sind ganz froh, dass der Kim uns gefragt hat, weil wir erstens wieder die Kurs zu gucken. Wir sind alle gut ein bisschen Velo begeistert. Und wir hoffen, dass wir ein gutes Resultat tun und ihnen viel können beisteuern für ihren Scheck, den sie und der Lübs überreichen. Voilà, als Sportchef von der Gemeinde Niederrhein will ich ganz herzlich begrüßen. Ich meine, das ist auch so, dass der Kim Kirchen, ich meine, die alle gute Kennenlernen von der Söhne hat, auch für einen guten Zweck zugesammelt. Und ich meine, das den Uphill Challenge, den das wir zweit für die Gemerke dann auch für einen guten Zweck. Den auch ganz große Merci und bonne Chance für alle Guten. Merci. So, ich gebe dann noch alle Guten hier an der Gemeinde begrüßen, dass wir alles sind wir hauptsächlich, dass wir können den Event hier an unserer Gemeinde aufhalten. Ich soll noch dafür den Uphill Challenge, die Assoziation, vielmals merci, dass wir zweit für Sie das bisher organisieren. Und das auch mit einem guten Zweck verbunden. Und ich meine, das muss ein Heisch unerkennen. Die Kinder sind noch bereit. Wir kommen noch an den Start. Okay. Ich zähle noch von 3 auf 0 und dann geht es los. Also, 3, 2, 1, los! An High Team Vintage, sie sind immer Steel is real, wie aus dem Motto Veloen von 85 Divisionen AW. Wir sollen Mark Kirche merci für seine super Luftaufnahmen.
Ja, ich schwänge noch dat gesellig geheiert he dat zo zu so enger flotte Circuit, dem wir haut gefu sind. Wir sind noch ganz ger dabei, dat sind Kichelsche, die haut Büwert machen, an die auch grillen, an sie noch nach den Club 50 plus, dem echt Eisekuchen, an dafür muss noch dat sozial dabei gesinn, dat ein Vereine, die aus der Gemengeheit sind, bei so engem Event mat unterstützt. Und dat fand wir ganz gut. Prost. Prost. Moin, wir sind der Kipp von Niederrhein. Wir sind, wie viele Leute haben wir dabei? 15 Stück, wo wir 3 Kippen gemacht haben. Und war relativ anstrengend. Und unser Kapitän, der Pascal, keiner. So ein probiert hier. So, moin. Guten Mittag. Das war exzellent. Auch Respekt für den Organisator.
eng gut Leistung auf gut Ambiance an eng proper Steck an huet relativ Spaß gemacht. Wir sind op Fall 2010 dabei. Wann net de guten Zweck wär, da ging es definitiv iwwer Fußballspiele wie wëlle vor. Sponsor lokale Verein die Kichel sie waren den Gofen 2500 €. Team Koen, wir geben David zum Team Koen auf Bühne. Moment. Mann macht in Mich hier de Mich Ponea 81 Schroen. Elisabeth Graf. Den Dosser 373 steht gibt die soll nicht beliebt auf Bühne kommen. Schmiedsland und über Bühne kommen. Das sind die jüngste Chormädchen dabei, weil aus der Preis das mehr groß wie du selber. Ist Delo hinkriegst, dann muss man da gucken, muss man den Pap setzen. Nachdem was du machst, den Pap. Du hast den Pap, dann ist er gleich auf Bühne kommen, wenn ich stehe. Als du hinkriegst, dann muss man näher gucken. Delo hat jetzt fast nächste Uhr 6 cm wie groß. Von mir aus denke ich, uns merci, für das alle da waren. Ich will aber auch für dich noch merci so der ganze Equipe vom Uphill Challenge, dann aber auch vom Club ACC Kontern, dann auch hier an der Schütter, die uns so da Matrolle von das Ganze organisieren. Dafür denke merci an alle Götten. Dann aber auch ich stelle natürlich, für uns merci, Sponsor sich schon erlebt gehen. Und ich meine, ich hoffe, dass wir nächste Jahr können machen und probieren uns dann noch von Jahr zu Jahr zu verbessern. Und der nächste Rendezvous, das wird dann sein, den 9. September, wurde ich gesagt, man will die Kirchen darauf, wo wir alles für den guten Zweck machen und ich hoffe, dass da auch so viel und so gut motiviert sind. So lief nolächteren mir präsentieren ich haut als Pompschesmusee, de wir halt zu Sendung installiert hunn. Wie also zu diesem Pompschesmusee kom, ich meine Gilbert Sauber, ein engagierter Pompsche, huet während Joren Sache gesammelt an Material, wat Pompsche früher gebraucht hunn, wat ze haut brauchen. Und das war zu ein Teil davon war zu hostet, an der freier Schuld stockiert, aber wie wir dann die Schuld renoviert haben, haben wir die Sachen müssen raus und hat sich die Frage gestellt, was geschieht mit dem Material? Wir haben als du mit Gilbert am Chefrat zusammengesetzt und wir haben eine Konvention mit ihm ausgeschafft, dass wir hingingen heute zu Sendung Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, für die Musee zu installieren. Das Gebäude war früher Dorfmolkerei. Das ist noch ein Pompschesbau, du hast auch den Turm da gebaut, den ihr vorbei könnt gucken, wo dann die Schleiche abgehangen sind.
Dönno war hai dran de Fascherklub, den huet op Becher Mittwoch Karfrei, die an Europäem Summerfest hunn déi hai Fëch preparéiert, die d'Leiter konnten mat heem hunn oder Issen. An Haut as Lo hai de Muse dran. hunn natürlich missen vill ëmbauten heimechen, do et Gemengsuch gé dat zu bereet erkläert dat ze mechen. An de Muse steet lo. An ich menggen de Gilbert sauber werde ich lo am Detail dat ganz erklären, wat hai ausgestalt gët, das net gedurcht, dat de Muse lo immer Tiere so zou sinn. Das gedurcht, dat Schulkanner können hinkommen, sich dat ugucken, met das aber auch am September eng Port du Wert ugedurcht, für dat Leid dat könne gucken kommen können, auch Gruppen, die sich beim Gilbert melden, dat gucken kommen an schmengen, dat as dat wat man mat diesem Muse will erreichen. Wie du Herr Bürgermeister Fedro schon gesagt hat, sind wir hier am Pomscheschap zu Sending. Der Raum, wo wir hier dran sind, den hast ja nur viel gesehen für die Schulkanner, für die Jugendpomschen, für Instruktionen zu halten, für verschiedene Sachen über den Brandschutz zu erklären. Wenn ihr hier rundherum guckt, da seht ihr Medaillen, da seht ihr Aufzeichen, wie sie auf die Uniformen gedroht sind, die neue Aufzeichen, eine ganze Serie mit Pomschesauto, Miniatur-Pomschesauto, die natürlich an der Glas sind, wann kann er das hier gesehen? Do ass ëmmer Appppes lass rondrem die Vitrin do. Dat net den Neef, dat das speziell och gedurcht präventive Brandschutz mat ze gesinn, wat geschiet mat Kabel brennen wie ganz dacks brenn ugin, a wann eso so geht, dann natürlich auch den Rauchmelder etwas enorm wichtig ist, an wo Pomscheen an der ganze Welt ophalen, dass dat eigentlich an all Gebäi, an all Haus soll do banne sinn, eben einfach viel Leiit zu warnen, wann den Damm könnt oder der Feieren steht, dass ein Leiit zu Zeit rauskommen. Die eine Vitrinheit den 11, da sind all Dokumenter dran, alles handgeschrieben nach von Ausgangs 1800. Sie wird vom Kantonalverband Lützeburg Land, sie wird von unseren Feierchoren, die Heimat ihre Stammlöchte vertröde sind, an Helmen, Gallerhelmen, die auch relativ wertvoll sind. Eben aus dem Grund stehen sie auch an dem Glas. Daneben tun ich noch eine kleine Dokumentation mit Büchern, wertvolle Bücher, die natürlich auch können nur geguckt gehen, aber ich kann Dokumente herausholen. Die Helme oben, die Lederhelme, das Geschichtenempfang von den ersten Helmen, wie sie Sterne sind, du werden sie nach alle Guten am Leder, während sie nur an den Stohl gegangen sind, an Lo an den Polyester rübergegangen sind. Das sind Helme auch ziemlich aus der ganzen Welt, Deutschland, England, an Holland sind dort dabei, wo in der gesagt Entwicklung von den Helmen. Und da habe ich dann noch ein ganz interessantes Buch, das Protokollbuch vom Kantonalverband Lützeburg Land. Das gesagt in auf der Seite, die abgeschlossen ist, das war ein Bericht von der Delegiertenversammlung, die war am 23. Juni 1916 heute zu Sending. Da war dann die ganze Versammlung, der Bericht von der ganzen Versammlung dabei. Wenn in das Buch guckt, von 4 bis Hannen, alles handgeschrieben, das enorm flott zu gucken und zu lesen. Hier sehen wir dann die erste Spritze von den Pomschen von Sending, die nach ganz guten Herlen gehen. Das ist ein Drucksauchpumpel, das heißt, kann ich schon bei einem Berg gehen, respektive bei einem Weiher gehen, wo ich da kann aussaugen. An den Behälter kommen 140 Liter dran, aber wenn ich da 4 Uhr pumpelt, geht er raus, durch die Schleiche raus und kann ihn auf Feuer abspritzen. Zu dieser Pumpel gehören dann noch 2 Uniformen. Die erste, die wir gesehen haben, das ist die Weißuniform, das ist eine Uniform von 1920. An Matthäus sind sie derzeit bei Feiergang, muss ich so eine Weißuniform. Gut, Pomsche sind derzeit aus den Turneren Sternen, und das war nach, das weist, wer die Uniform am Anfang ein bisschen von den Turner. Das andere, was wir da gesehen haben, das ist die Galler-Uniform, die sie dann eben nur getan, um für rauszugehen. Das ist dann noch die Uniform, die aus von 1890 und wo die am Ersatz war. Als nächstes sehen wir dann die Spritze von der Pomsche von Hydrantwen, die Spritze ist von 1870. Der Unterschied von der Pumpel, ob die wir vorher gesehen haben, als den Tank ist erstens mehr groß, aber sie hat den Notteil, sie kann nicht aussaugen. Das heißt, es muss in das Wasser dran machen mit den Eimer, die dabei waren. Da wird sie gefüllt, es wird gepumpelt, und in dem Moment kann das Wasser, weil die kann auf Feuer spritzen.
Ich bin immer gefragt, wie kennst du zu so etwas, für so etwas zu sammeln über so viele Jahre. Am Anfang sind ich mit dem Rachspier, mein früherer Chef von der Pomsche, sind ich immer auf Ausstellungen gegangen, und von dem habe ich den Virus irgendwie infiziert gekriegt. Und seitdem bin ich eben auch dabei, dass ich sammeln. Meine erste Sammlung, das sind schon über 200 Feierlöcher, die ich natürlich auch nicht alle kann weisen. Mit vom Pier habe ich ein ganz Party Kriegsmaterial gekriegt, was seine Spezialität war. Da haben wir zum Beispiel einen Helm von der Werkschutzpomsche, von der Arbeit, den hast von Scheng, an den Luftschutzhelm von Weirichsrup, von Överanwen. Das sind Sachen, die hier schon an der Zeit gesammelt wird, aber wo ich auch probieren, das Ganze ein bisschen zu erweitern. Voilà, hier sehen wir dann eine Uniform, eine Schaffuniform, die als gedroht gehen, bis kurz vor dem Krieg. Es fällt ab, geht schon liegt an das Brung daran. Ich will aber nicht sagen, dass der derzeit schon Pfeff mit dem zu tun hat, wird nur in den Jahren kommen, mit Uniform, die als wie gesagt bis kurz vor dem Krieg gedroht gehen. Das ist ein 10-Franc-Stück, was derzeit normal am Umlauf war. Da sind Patrioten gegangen, hauptsächlich auch, wo sie dann am KZ sitzen, dass sie die Suche geholt und das 10-Franc-Stück, und so mit den Pfeilen und die Großherzogin so rausgemacht, für als Spengel, für sich als Patriot zu erkennen zu geben. Den anderen, den heute nicht gesagt hat, das ist ein Kronenstopp von einer Bayerfläche, den ist komplett aufgeschlafen in drin, und da hat die Person hat dann die Großherzogin an den Prinz Felix als Emblem dort drauf gemacht, wo ihn sich als Patriot konnte ausweisen. Das Schild neben Heim ins Reich, das war ein Spengel, die aus von den Okkupant, als die ausgedeelt ging, weil sie immer gemeint haben, dass der Lützeburger einfach an Deutschstreich angefordert müsste gehen. Voilà, die Damen und die Herren, wenn ihr fragt, wie kann ich da gucken kommen, wenn der Lo auf der Gu kommen sieht, aber das ist ganz einfach. Es geht nicht mehr über Rendezvous mit mir selber. Die erreicht mich um 691 50 70 14 oder über den Internet, über den aps-s@pt.lu, schickt mir eine Mail.